liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Ersingen. Folgende 3 Beiträge haben wir heute für euch in der Sendung. Es gibt kaum noch Aussenstehende, sagt der Dr. Med Ide. Sport im natürlichen Gleichgewicht. Der Botschafter Philipp Welti redet über den Zerfall der Sowjetunion. Was heute schon noch so ausgelaufen ist, haben wir für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Fürs Klima demonstriert, Staus verursacht. 6 Aktivisten haben heute Morgen kurzzeitig den Verkehr in Bern-Wankdorf blockiert. Sie haben sich auf die Straße gesetzt und damit erhebliche Rückstaus auf die Autobahn verursacht. Das 9. Tram liegt auf. Die beiden Projekte Tram Kleinwabern und das Sanierungszentrum Wabern sind ab kommendem Montag öffentlich aufgelegt. Sie sollen die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr verbessern, den Velo- und Fußverkehr sicherer machen und Wegverbindungen optimieren. Die SVP sammelt Unterschriften gegen Klimaschutz. Die Partei hat das angekündigte Referendum gegen das Gesetz über Ziele im Klimaschutz lanciert. Sie hat bis zum 19. Januar 2023 Zeit, die nötigen 50'000 Unterschriften zusammenzubringen. Der 10. Oktober ist von der Weltgesundheitsorganisation zum World Mental Health Day erklärt worden. Zu diesem Anlass hat die Spitaler FMI AG ein Referat für Angehörige von Menschen in psychischer Krise durchgeführt. Kim Franzen ist vorbeischauen. Der 10. Oktober ist traditionell von der WHO deklariert als Tag für die psychische Gesundheit. In diesem Jahr spezifisch das Thema auch, was können wir als Gesellschaft machen zum Thema psychische Gesundheit, aber auch wo sind Regierungen gefordert, dass sie etwas machen. Man weiss, heute jede 4. Person wird mal im Leben eine Phase haben, wo sie mehrere Wochen beim Arbeiten fehlen, wegen einer psychischen Krankheit. Jede 2. Person wird in ihrem Leben eine Phase haben, wo sie länger betroffen ist von einer psychischen Belastung und sogar 93%, also wirklich fast jede Person, hat einmal in ihrem Leben eine Phase von Symptomen, die man könnte als psychische Krankheit bezeichnen könnte. Heute wird es einerseits darum gehen, so ein bisschen auch, oder viele Leute haben das Gefühl, das betrifft nur mich. Ich bin der Einzige, der einen Vater hat, der eine Angststörung hat oder der ein Suchtproblem hat. Und so Anlässe die helfen immer auch sehr, das zu relativieren. Wir werden auch ganz viele Beispiele bringen, dass Leute so ein bisschen merken, halt, das tönt ja genau wie meine Situation daheim. Also ganz allein bin ich nicht. Dann wird es um Tipps gehen, wie kann man mit dem umgehen, wie spricht man auch jemand Angehöriges darauf an, der vielleicht gar keine Hilfe will, was kann man dort machen. Aber es wird auch darum gehen, was sind eigentlich die Hilfssysteme für die Angehörigen, die es gibt in der Region. Schnelligkeit, Höhe, Präzision oder Kilometer sind meistens das Mass der Sache im Sport. So auch auf der Slackline. Der Patrick Schmid hat mehr darüber wissen und ist bei Slack Attack vorbeischauen. Das hier ist unser Waterline-Spot. Wir sagen immer, wir haben den schönsten der Welt, weil wir so ein schönes Panorama haben im Hintergrund. Mit der Stadt. Was wir machen, ist, dass wir einfach die Aare haben und 2 Bäume oder auch an der Brücke, wo wir nachher eine Line spannen und einfach Spass haben drauf. Wir balancieren, wir lernen, wir spornen einander an und genießen schöne Sommerabende dabei. Ganz sicher habe ich mal das Band mitgenommen, das Slackline. Nachher habe ich dabei, das nennt sich der Weblock. Mit dem befestigen wir das Band befestigen, so Schlingen nachher. Auf der anderen Seite brauchen wir das nicht, wo wir haben so einen eingeneigten Loop, wo wir das Ganze einfach einhängen können mit einem weiteren Schäkel. Bäume haben wir mega gerne, darum wollen wir, dass sie lang bleiben. Und dann haben wir die schönen Bäumschutz, wo wir sie einpacken, dass der Druck nicht direkt auf die Rinde übertragen wird. Weiter haben wir dann eine Stelle, gerade bei diesem Baum, wo das Band den Ästen nachkommt. Und das schützen wir mit diesem Sleeve. Und was haben wir noch? Zum Spannen brauchen wir noch den Line Grip und einen Hangover als Umlenkrolle. Die sind natürlich noch wichtig, gerade hier, wo wir Passanten haben, dass wir das auch dranhängen an die Line. Gerade wenn Velofahrer kommen, dass sie sehen, da ist etwas, müssen wir aufpassen. Um was geht es eigentlich beim Slacklinen? Beim Slacklinen geht es eigentlich um das Balancieren
über einem Band, das bewegt, das einigermaßen locker gespannt ist zwischen 2 Punkten. Was ist die grösste Motivation? Wieso hat man Freude an dieser Sportart oder betreibt man die? Motivation ist, draußen zu sein, zu wachsen, die Natur zu geniessen, Freundschaft zu geniessen und coole Erlebnisse zu sammeln. Jetzt machen ihr auch Projekte im Zusammenhang mit der Slackline. Wie muss man sich das vorstellen? Dass wir eine Idee haben, vor einer Line zu spannen. Meistens ist das eine Highline. Da hat man einen schönen Ort gesehen, mit einer guten Aussicht oder einer schönen Umgebung. Und dann geht man mal vielleicht auf eine Wanderung das anschauen und im nächsten Punkt mit Material vorbei und die Line spannen. Wenn ihr jetzt eben das aufbaut, dann gibt es schon manchmal, dass Leute euch auch ansprechen, oder? Praktisch jedes Mal. Die Fragen sind immer sehr ähnlich. Eigentlich ja. Was macht ihr da und wie habt ihr das Band von einer Seite auf die andere Seite übergebracht? Und was sagst du da drauf? Recht kreativ. Manchmal schwimmen wir, manchmal schießen wir es. Und manchmal sagen wir echt, dass wir eben übergelaufen sind, wie wir es gemacht haben. Wenn sie fragen, was wir machen, unsere Spassantwort ist dann aber so ein bisschen, wir die Brücke anbinden, wo Hochwasser kommt, dass sie nicht weggeschwemmt wird. Das ist so unser Running Gag. Genau. Er sieht aus wie ein englischer Gentleman, elegant, zurückhaltend und freundlich im Auftritt. Der Gentleman heisst Philipp Welti und ist jahrelang im Dienst der Eidgenossenschaft gestanden. Mit dem Matthias Mast hat er über den Zerfall der Sowjetunion geredet. Es ist so, dass beim Zerfall, vor dem Zerfall der Sowjetunion, der Ostblock zerfallen ist. Und das sind ja Vasallenstaaten gewesen. Und der zweite Schritt ist die Auflösung der Sowjetunion. Das sind 3 baltische Staaten, das sind sowjetische Republiken gewesen, sind weg. Das heißt, die Vorgänge, die für jedes einzelne Land logisch unvermeidlich sind, haben auf der Seite vom verbleibenden Russland, der Rest der Sowjetunion war dann Russland, unglaubliche Bitterkeit ausgelöst. Man muss sich vorstellen, 1996, das ist Jelzin. Ja, das ist der absolute, strategisch gesprochen, der Tiefpunkt von der Ausstrahlung von Russland. Hat aber sehr viel in den alten Strukturen, zu denen ja der Putin, der junge Mann Putin, der junge Nachrichtenoffizier Putin gehört hat er sehr viel Bitterkeit ausgelöst. Und das hat zu tun mit der russischen Geschichte und mit dem Wesen von der russischen Nation. Das ist der alte russische Traum. Wir expandieren immer auf alle Seiten, so weit wie es geht. Wo sie in einem Deal mit Österreich und Preußen Polen von der Landkarte gestrichen haben, das ist nicht ein Soko nach einer Aggression. Das ist eine echte, originäre Aggression, eine Expansion. Wir nehmen nach Westen die Hälfte von Polen, im Süden nehmen wir den Kaukasus, im Osten nehmen wir Sibirien bis an die Küste des Kontinents. Bei diesen Entwicklungen muss man sich schon fragen, wie weit zurückgehen legitim ist. Im Fall von Russland und Ukraine, wo wir gar nicht so weit zurückgehen, bei der Auflösung der Sowjetunion sind die damaligen innerstaatlichen Republiksgrenzen zu internationalen Grenzen deklariert worden und in einem Vertrag anerkannt worden mit Unterschrift. Und dort findet ein Putin, jetzt völkerrechtlich gesprochen, ein Putins Verbrechen statt. Ob das Wetter so schön bleibt, erzählen uns nachher die Kollegen von Meteo News. Das war es mit dem Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Artikeln findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Danke fürs Zuschauen und ganz einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Meine Damen und Herren, schön seid ihr wieder mit dabei. Grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Montag ist eher gezogen losgegangen, tagsüber jetzt aber aufreißen. Wir sehen es auf der Webcam von Merlingen, ist vorübergehend recht sonnig geworden. Die Luftdruckgegensätze über dem Alpenraum sind aber im Moment sehr gering und das zeigt uns der Blick auf die Strömungsanimation. Es ist nicht viel los, viele sind sehr klein. Dynamischer wird es dann erst in der zweiten Wochenhälfte wieder.
In der Nacht auf morgen da ist es jetzt wechselnd bewölkt, das dürfte trocken bleiben und dann starten wir morgen Vormittag im Flachlandgebiet mit Nebel oder Nebelfeldern, die von sich dann auflösen. Abgesehen davon gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 8 bis 9 Grad. Am Nachmittag geht es mit diesem veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken weiter. An vielen Orten bleibt es trocken. Am ehesten könnte es über den Bergen lokal von noch gut Regen länger, zum Beispiel im Jura, aber auch im Oberland. Und die Temperaturen die reichen mit einer schwachen Brise im Flachland Höchstwert von etwa 18 bis 19 Grad. Der Mittwoch der ist noch ziemlich unsicher, was im Detail passiert. Voraussichtlich haben wir zuerst Hochnebel recht verbreitet. Der fängt sich auflösen. Abgesehen davon ist es zum Teil sonnig und an den meisten Orten nach heutigem Stand zumindest trocken. Die Temperaturen die reichen am Nachmittag maximal 16 Grad. Am Donnerstag weiterhin eher unbeständiges Wetter, ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regengüssen, Temperaturen bei 17 Grad. Am Freitag da kommt eine Störung, das heisst, der Freitag selber startet trüb und nass. Tagsdurch gibt es aber von Westen her langsam eine Wetterbesserung bei etwa 17 Grad und dazu haben wir im Flachland zum Teil einen mässigen Südwest- bis Westwind. Am Samstag sieht es eher noch unbeständig aus. Auf den Sonntag wird es aus heutiger Sicht freundlicher. Details sind aber im Moment noch ziemlich unklar. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.